Der letzte bayerische Nikolaus. Das ist die dämische Geschichte vom letzten bayerischen Nikolo. Jeder kennt einen Nikolo nur als braven heiligen Mann, der seit Ur- und grauen Zeiten sie vom Ruprecht lässt begleiten, um mit vielen schönen Sachen brave Kinder erfreut zu machen. Alle Jahr wird darüber geredet, doch ob es ihn gefreut, das weiß man nicht. Ich hab ihn gefragt, den guten Mann, und er erzählt die Geschichte so. Kaum werden die Tage wieder kürzer und die Nächte noch viel schwürzer, blärt der Chef schon umeinander. Riecht's euch zusammen, auf geht's, meint er. Packt's euer Graffi auf den Schlien, wir sind schon im Dezember drin. Heuer muss der Ruprecht schirmen, weil wir keine Engel kriegen. Die werden eingespart, ist das klar, die werden schon langsam mangelbar. So, liebe Leute, geht's da drum zu. Ich hatte auch lieber meine Ruhe, aber gegen unseren Herrn tust besser nicht aufbegehren. Also Ruprecht, sag ich, Kim, hocken wir uns halt auf den Schlien. Fahren wir oben auf die Erd, bin gespannt, was für ein Wetter wird. Wahrscheinlich lasst das schneien der Alt, oder es gefriert und ist saukalt. Und wir zwei gehen von Haus zu Haus, da jagt man doch keinen Hund nicht raus. So diskutieren der Knecht und ich, und schon geht's mit uns zwei dahin. Lang ist die Fahrt, uns wird's schon kalt, dann landen wir endlich in einem Wald. Denn draus vom Walde komm ich her, heißt's in so einer alten Meer. Gefroren hat's uns gleich, als würde ich Schneider. Auf geht's, Ruppi, sag ich, geh gleich weiter. Du schiebst an und ich tu ziehen, dass wir warme Haxen kriegen. Nach 10 Meter, zapperadi, haut's uns schon auf die Lätschen hin. Gruzi Dirken, sagt mein Knecht, da meine ich, geht's uns heute noch schlecht. Die Backeln flacken drin im Schnee, am Ruppi tut sein Knirschheim weh. Wie ein Russ kann ich gleich fluchen, jetzt muss ich mein Gebiss noch suchen. Entgeistert hat der Ruppi geschaut, ja, sag ich, das hat's mir ausgehauen. Von mir aus ist die Geschichte, wie es ist. Jetzt schnupfen wir zuerst einmal einen Pries. Dann zünden wir uns noch eine an, weil spät kommen, der wir sowieso. Wie wir nachher fertig waren, sind wir wieder weitergefahren. Geschwitzt haben wir, dass gerade so dampft, doch eisern sind wir weitergestampft. Du, Ruprecht, sag ich, denk einmal, was sagst jetzt du in dem Fall, wenn wir jetzt ein Wirtshaus fanden und uns ein bisschen auftauen könnten, wo man sich gemütlich einhockt und eine Brotzeit druckt. Dazu noch 2, 3 halbe Bier und die Kellnerin da auf die Knie, damit es ein bisschen warm wird gleich von uns und man ein bisschen erfreut haben kann. Sagt er, na, sagt der Ruprecht, nix ist drin. Sowas schlagt er gleich mal aus dem Sinn. Da wird der Himmelvater fad. Und jetzt komm, ist schon spät. Gleich sind wir bei der ersten Kundschaft. Horch du einmal, ob da der Hund schlaft. Kaum ist das Gespräch vorbei, tut's einen fürchterlichen Schrei. Heimlich starrt und ganz, ganz leise, also auf hundsgemeine Weise, ist der Hofhund schon ausgerissen und hat mich in das Teil einbissen, das zum Sitzen ist gedacht. Und mein Begleiter, der hat gelacht. Mensch, Schrei, pass doch auf und hau dem Hund die Ketten auf. Jetzt bin ich schön beieinander mit meinem zerrissenen Nikolo-Gewand. Muss mit der Hand das Loch zudecken, dass mir die Kinder nicht erblicken. Doch mir den jetzt nicht mehr lang rum, ging eine in die Stube. Da sitzt der Sepperl auf dem Stuhl. Scheinbar hat er kein gutes Gefühl. Und ließ seine Schwester, die schaut drei, als schlagert grad der Blitz herein. Dreht hat's einer fast verschlagen. Ich geh drauf zu und möcht's was fragen. Da fängt der Sepperl das Warnen an. Ich bin schon brav, Herr Nikolo. Ich tue meine Schwester nimmer hunzen und gewiss nimmer ins Bett neibrunzen. Zur Oma nie mehr Rindviech sagen und meine Spätzeln nimmer schlagen. Ja, schluchzt das Liesel, das ist gewiss, dass ich meine Suppen allweil is. Ich wasch mir einmal in der Woche die Haxen, mach in der Kurch drin keine Faxen. Wo ich alleweil um die Mühle geh, drum tut's uns nix, wir bitten schön. Bei so viel Rei, verstehst du mich schon, da kommt mir das Schimpfen auch hart an. Also sage ich, es ist schon recht, weil ich ja wieder weiter möchte. Da haben wir euch was mitzubringen, aber zuerst einmal darf's noch etwas singen. Und nachher geht's schön brav ins Bett. Ich darf's auch, aber ich darf halt nicht. Da sagt Frau Mutter und ein schöner Dank
und drückt 2,50 uns in die Hand. Dann sind wir weiter auf der Reise, bald drauf passiert's und keiner weiß. Ich höre einen Ruprecht leise sagen, wir müssen uns verlaufen haben. Geh mal, ich tu nicht fantasieren, das kann doch uns zwar nicht passieren. Da in dem Haus, da vorne ist Heu, da wird jetzt gefragt, gleich auf der Stelle. Mei, sagt der Ruppi, Herrschaftszeiten, das ist ja beim Wimmerwirt drum auf der Leiten. Da sind wir auf dem falschen Gleis, Kim drehen wir um, mach keine Mais. Na, sag ich drauf, jetzt ist mir wurscht, ich habe einen Hunger und einen Durst. Wir fragen, ob sie was zu essen haben und dann sitzen wir uns ein bisschen zusammen. Ich weiß noch, wie wir neu ins Haus, von da weg lasst das Gedächtnis aus. Uns haben sie nach mehreren paar Stunden besoffen in einem Graben drin gefunden. Die Sterne nach war es schon ziemlich spät und um uns rum hat sie alles dreht. Der Schlitten war hin, das könnt ihr euch denken. Und was noch viel schlimmer war, die ganzen Geschenke. Voller Schnee, mein ganzer Bart und das Aufstehen fällt mir so viel hart. Der Ruppi, der war unterm Schlitten und hat meine Mützen ganz da spielen. Kurz, unser Zustand war beschissen, dann haben wir alles einfach hintergeschmissen. Heimwärts haben wir uns nicht traut, die hatten uns gewiss gleich ausgehauen. Ja, was fangen wir da jetzt an? Da sagt der Ruprecht, lieber Mo, tu nicht gleich in die Hosen scheißen, wir wechseln über zu die Preisen. Weil die ja keinen Nicolo nicht kennen, da gibt's bloß lauter Weihnachtsmänner. Dankeschön.